You could be a Citizen Plus, aber wer hat schon Bock drauf? Willkommen zurück zu Zurück in die Zukunft, dem Spiel Teil 3, also Episode 3 natürlich sind wir immer noch dabei und hier sieht es echt ein bisschen, naja, im Sinne von aus, alle müssen das gleiche tun, alle müssen auch gleich aussehen, alle werden sich gleich verhalten, keine bösen Gedanken mehr, so und so. Ja, also wenn ich in der Zeit hier in Hill Valley leben würde, ich würde abhauen. Mir scheißegal wohin, von mir aus gehe ich irgendwo. Überall auf der Welt wäre es schöner. Also, schöner. Kommt drauf an, ich meine, klar hast hier Ordnung und so, aber keinen freien Wille mehr. Das ist doch. Alter, ey. Dann brichst du keine Regeln mehr? Ich kann nicht. Durch das Bürger Plus Programm ist es für mich körperlich unmöglich. Wie denn das? Ich werde sogar krank, wenn ich versuche, Regeln zu brechen. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Biff ist hier, wie er selbst sagt, vermutlich der vernünftigste Typ in ganz Hill Valley. Sorry, eine Zeitachse, wo er der vernünftigste Typ sein soll, die kann nicht richtig sein. Das kann nicht sein. Wie wirkt sich die Umerziehung aus? Bin immer noch unfähig und unmotiviert, Regeln zu brechen. Yeah, cool! Und, Hättest du nicht gern ein Bier? Bier fehlt mir schon irgendwie. Wenn ich's mir überlege, okay. Du warst ein echter Schläger. das ist jetzt alles vorbei. Dann würdest du dich nicht mal selbst verteidigen? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt könnte. Memme. Ach, du stichelst nur, um es auszutesten. Quäl mich nicht. Hat der gerade... Ach du Scheibenkleister. Das gibt's nicht, ey. Ich muss gerade kübeln, nur weil er schon irgendwie dran... Naja, ich meine, schon fast ein bisschen daran dachte. Ich meine, ausgesprochen ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Alter, scheiß die Wand voll, ey. Ja, würde es mir so gehen? Ich glaube, ich könnte meinen ganzen Kanal danach umgestalten, weil die ganze Zeit, alle paar Sekunden... Naja. Also, all die schlimmen Dinge, die du getan hast. Ach, ich denke wirklich ungern an die Vergangenheit zurück. Aber gut, wenn es dir bei deiner Entscheidung zum Bürger Plus Programm hilft. Du sagtest etwas von Alkohol? Bier, Rum, Whisky, Bowle, das habe ich alles getrunken. Nicht nur getrunken, ich habe es auch nach Hill Valley geschmuggelt. Ganz der Vater, nicht wahr? Für so einen Spruch hätte ich deinen Vater umgehauen. Aber ja, schätze, ich bin in Papas dreckige Fußstapfen getreten. Biff der Waschlappen. Also, dann gibt es keinen Fusel in Hill Valley? Nein, sicher versucht hin und wieder jemand einen reinzuschmuggeln, aber Polizisten wie Officer Parker da drüben fangen sie früher oder später. Du hattest Ärger wegen der Hunde? Du hast doch keine Hundekämpfe veranstaltet, oder? Nein, so schlimm war es nicht. Ich hatte einfach viele Hunde. Was ist daran falsch? Nichts. Außer, dass sie die Nachbarn die ganze Zeit wach hielten, alte Leute ansprangen und alle Eichhörnchen im Park gefressen haben. Ich schäme mich wirklich dafür, dass meine unerzogenen Hunde für das Hundeverbot in Hill Valley verantwortlich sind. Du klingst nicht sehr beschämt. Doch, das bin ich. Sehr, sehr beschämt. Armer Einstein. Dann gibt es in Hill Valley keine Hunde mehr? Genau. Bürgerin Edna sagt, dass sie Krankheiten verbreiten und Schuhe stehlen. Diese verdammte Edna. In was für Schwierigkeiten bist du mit Frauen geraten? Waren das Prostituierte? Nein, nein, nichts in der Art. Ich war nur nicht immer sehr diskret, was Zärtlichkeiten angeht. Was? Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, Martin. Knutschen und so. Das ist verboten? Oh ja. Hä? Also jetzt reicht's aber langsam, ey. Du hattest echt Ärger wegen Zärtlichkeitsaustausch? Na sicher. Die Browns sagen immer, private Erregung sollte auch privat bleiben. Oder vielleicht ist es auch nur Bürgerin Edna, die das sagt. Am Schluss heißt noch Sex auch verboten, sogar in eigenen 4 Wänden und für Menschen werden noch künstlich erzeugt und so. Weil es ja viel hygienischer war, Sex ist ja dreckig und so weiter. Mann, ey, also ganz ehrlich. Wechseln wir das Thema. Danke. Ich spreche ungern über mein altes, gemeines Ich.
Kann ich dir gerne glauben. Wenn ich all die üblen Dinge tue, die du immer getan hast, ob ich dann wohl zu Bürger Brown gehen könnte? Bestimmt. Aber was willst du damit bezwecken? Damit wir Episode 3 hoffentlich schnell abschließen, wieder zurück in die Vergangenheit gehen können und wieder zurück in die Zukunft, unsere eigene Zeitachse etc. etc. Nette Sachen. Wette verloren oder sowas? Was meinst du? Ich trage das gleiche wie alle anderen. Es ist Poloshirt-Donnerstag. Du, mein Freund, tanzt aus der Reihe. Habe ich schon gehört. Ja, aber morgen ist auch ein Tag. Hawaii-Hemd-Freitag. Toll. Eher scheiße. Oh, Entschuldigung, ich darf nicht fluchen. Das ist natürlich... Nee, das ist ein No-Go. Sonst kommt direkt Bürgerin Edna und Bürger Brown und die uns immer wieder eine Gehirnwäsche und allem möglichen. Ich könnte mich daran gewöhnen. Bitte, Martin, mach mich nicht wütend. Na gut, Biff. Dieses Mal lasse ich dich in Ruhe. Bis später, Biff. Tschüss, Martin. Biff, baff, buff. Was hat Jen jetzt vor? Achtung Bürger! Nachdem wir ersucht wurden, die Auswahl von auf Fleisch basierenden Gerichten, bei dem in der Innen... Das sieht doch nach einem klaren Regelverstoß aus, Leute. Würde doch gerne ein bisschen mitmachen. Jennifer! Jen! Hast du ein Problem? Nee, im Gegenteil. Verbringst du etwa deine Zeit mit dem Beschädigen öffentlichen Eigentums? Wage es bloß nicht, mich zu verpfeifen, sonst stopfe ich dir die Spraydose in. Nein, nein. Du verstehst mich falsch. Ich würde auch gern ein paar Regeln brechen. Du? Ist Graffiti-Schmiererei nicht ein grober Verstoß? Möchte man meinen. Aber nachdem Bürger Brown vor ein paar Jahren alle Gebäude mit einer Teflon-Polymerbeschichtung versehen ließ, ist Graffiti-Spray nur noch ein Verstoß 2. Grades. Stell dir vor. Okay. Was weißt du über die Haltung gefährlicher Tiere? Du kennst also meinen neuen Freund? Sei nicht so verbissen. Weißt du, wo ich verbotenes Material auftreiben kann? Denkst du wirklich, ich würde illegale Substanzen besitzen? Irgendwie ja. Und ich denke, dass einer wie du eine wie mich verpfeifen würde. Nächstes Thema. Oh Mann, oh Mann. Das Zärtlichkeitsaustauschverbot in der Öffentlichkeit nervt. Hey, du sprichst von meinem absoluten Lieblingsgesetzesverstoß. Ach, Nicht mit dir. Oh. das Gesetz gegen das Küssen in der Öffentlichkeit ist voll Kacke, was? Ja, die ganze Stadt ist voll davon. Was hast du vor? Protestieren, was sonst? Lass uns in der Öffentlichkeit küssen. Nein, aber lass es uns rumerzählen. Wenn ich es mir recht überlege, will ich nicht noch mehr über das Brechen von Regeln erfahren. Memme. Hey. Was sollte das, Jennifer? Du hast mich allein vor der Stadt zurückgelassen. Ja, das war ziemlich gemein, nicht wahr? Ich bin ein grässliches Vorbild. Hau besser ab, bevor das auf dich abfärbt. Hahaha. Hör zu, ich weiß nicht, was du auf dieser Zeitachse in letzter Zeit gegen mich hast, aber ich will das ändern. Ich hab dich vermisst, weißt du? Sieh mich an, Martin. Sehe ich aus wie ein Mädchen, das mit dem Präsidenten der Junior Brown Brigade abhängt? Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber ich muss zugeben, ich mag dich so. Oh, Kotz. Wirk. Was? Junior Brown Brigade? Ach du Scheibenkleister. Du tust so, als sei ich ein Abturner, doch das nehme ich dir nicht ab. Wir sind füreinander bestimmt. Hör zu. Nur weil du mir leid getan hast und ich dich zu ein paar deiner öden Konzerte begleitet habe, sind wir nicht gleich Romeo und Julia. Sicher, du bist ganz süß, aber du machst so einen auf Einserschüler. Einserschüler? Ich bin beschäftigt. Mit interessanteren Dingen. Und Jungs. Gehst du mit einem anderen aus? Ich wette, ich bring dich dazu, ihn zu vergessen. Tut mir leid, Martin, aber du bist aus dem Rennen. Da bin ich anderer Meinung. Leech and the Whooshbags? Nie davon gehört. Nein, du sicher nicht. Auf deinen geliebten Smooth Jazz-Sendern wird selten Punk gespielt. Smooth Jazz? So ein Spießer bin ich echt nicht. Nicht mal in einem Paralleluniversum. Das kann man nie wissen, Marty. Gib mir mal eine Sprühdose. Ich muss dringend was sprühen. Niedliche Bäumchen? Kauf dir einen Farbkasten, auf meine Wand sprühst du nichts.
Deine waren das ja gekauft oder wie? Hast du dort Neues von Biff Tannen erfahren? Er ist so... Still? Ja, das macht mir Gänsehaut. Mir auch. Wenn das der Zweck des Bürger Plus Programms ist, bleibe ich lieber ein Bürger Minus. Das klingt doch cool. Was weißt du über das Bürger Plus Programm? Nur das, was im Fernsehen kommt und im Radio, in den Zeitungen und was die ganzen Beschallungsanlagen in der Stadt ausposaunen. Alle sollen mitmachen, das soll uns zu glücklichen und zufriedenen Menschen machen. Aus diesem Grund halte ich mich davon fern. Klar, ich meine, zufrieden, glücklich, wer will das schon sein? Also, Jennifer, Aha, was denkst du von mir? nichts. Das hat mir wirklich in der Seele wehgetan. Das war kurz, direkt und mies. Mal im Ernst, was hast du gegen mich? Ich bin doch recht beliebt, oder? Sehr beliebt. In bestimmten Kreisen. Welchen Kreisen? Idioten. Ah ja, Marty McFly ein Idiot? Unmöglich, er kann kein Idiot sein. Jeder, der von sich selbst in der dritten Person spricht, ist ein Idiot. das ist hart. Meine Eltern, Was ist mit ihnen? hältst du sie für normal? Normal für Hill Valley Standards, ja. Mit anderen Worten, nicht mehr zu retten. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Oh, so ein kleiner Zeitsprung, das bringt manchmal Wunder herbei. Hill Valley ist total krank, aber ich weiß, wie ich das wieder in Ordnung bringe. Du? Was? Ich werde mit Bürger Brown sprechen und ihn dazu bringen, alles besser zu machen. Dieser Plan klingt ganz nach dir, Freak. Ups. Bürger Brown ist doch kein schlechter Kerl. Du verschwendest deine Zeit, Martin. Ich nehme dir das alles nicht ab. Nein, wirklich. Dieser verrückte Polizeistaat war ursprünglich gar nicht seine Idee. Wenn ich ihn überzeugen kann, wird das ein Ende haben. Weißt du, langsam tust du mir fast leid. Ich werde Bürger Brown bald treffen. Hey, kann ich mitkommen? Was denn? Du willst auch zu Bürger Brown? Ja, vielleicht schenkt er mir ein bisschen Herz und dir ein bisschen Hirn. Fragen kann nicht schaden. Ich sag dazu nichts mehr. Ich glaube, deine Farbe verschmiert. Mist! Da bewahrt Jen wohl ihre Sprühfarben auf. Verschlossen. Doof. Na, alles dabei, wo mir noch nichts mehr war. Nee, meine Gitarre nicht, kein Hoverboard, gar nichts. Solange es nicht zwingend nötig ist, will ich nicht im Müll wühlen. Hä, das sind Breiten und kein Müll. Solange es nicht zwingend... Naja, ist gut. Dieser Schrott kommt mir seltsam bekannt vor. Von vor 50 Jahren. Könnte etwa hinkommen, wo ist eigentlich hier der Eingang zur Tennenbar? Der war nicht schlecht, hey. Zugemauert, komme ich irgendwie vielleicht noch... Entschuldigung, ich wollte eigentlich in eine andere Richtung. So. Mies, war. Okay, kommen wir scheinbar noch nicht weiter. Die Frage ist dann halt, Jennifer will sich nicht auf uns einlassen, weil wir hier ein Einserschüler, also ein Streber in dem Sinne sind, wa? Wie kriege ich sie also dazu, dass sie... Pass auf, Marty! Was gerade... Mom? Vielleicht kann sie uns ja... Wo ist jetzt hin? Ah, ja. Mom? Mom? Aber sind Sie glücklich? Glücklich sein ist überbewertet. Ich bin zufrieden. Ich werde drüber nachdenken. Mom? Hi, Martin. Ich habe dich im Vorbeifahren gesehen. Hast du mich hupen gehört? Mom, das bist nicht du. Martin, alles in Ordnung? Mir geht's gut, ich bin okay. Du bist nur so grau. Wenn das keine freundliche Begrüßung für deine Mutter ist. Tut mir leid, Du hast wohl recht. Ich bin etwas angegraut. Dank deinem Vater. Wieso denn das? Also, bist du hier zum Shoppen oder so? Shoppen. Puh, wer geht schon noch shoppen? Nein, es ist diesen Monat wieder soweit. Meine Bürgerpflicht ruft. Ich werde den ganzen Tag die Statue polieren. Richtig. Eine Frau, die nicht shoppen gehen will? Oh mein Gott, die Welt ist im Abgrund. Was ist mit dem Golfmobil, Mom? Martin, ich weiß, dass es dir unangenehm ist, im Vorjahresmodell herumzufahren.
Aber wir können uns Agnes 86er noch nicht leisten. Wo ist mein Pickup? Niemand in Hill Valley hat einen Pickup. Martin, geht es dir wirklich gut? Ja, ich muss nur letzte Nacht sehr lebhaft geträumt haben. Ich hoffe, deine Traumwelt war aufregender als die hier. Tust du mir einen Gefallen? Ich habe vergessen, deinem Vater meinen Zeitplan für letzte Woche zu geben. Und nun glaubt Mr. Neugier, dass ich ihm etwas verheimliche. Zeitplan? Ist das nicht furchtbar? Aber Bürger Brown sagt immer, ein geplantes Leben ist ein glückliches Leben, wie dem auch sei. Wärst du bitte so nett, den Plan zum Haus zu bringen? Hier, nimm den Wagen. Naja, eigentlich wollte ich... Ich weiß, Schatz, ich liebe dich auch. Ich würde dir einen Kuss geben, aber du weißt, was dann passiert. Vergiss nicht, mich heute Abend abzuholen. Ja, sicher. Eine Mutter darf in der Öffentlichkeit nicht mal ihrem Sohn einen Kuss geben. Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt ist Feierabend, ey. Also ganz ehrlich, würde ich wirklich in so einer Stadt plötzlich, also sprich, wäre ich jetzt in Martins Haut und das Ganze wäre real und so, ich würde da voll Krach oder reinmarschieren, ist mir scheißegal. Aber die irgendwelche Typen umhauen müsste oder irgendwie über alles mögliche, was weiß ich, Regeln brechen würde. Nee, also sorry, aber irgendwann hat es auch mal Grenzen. Auch die Der Ordnung. Pickup ist es nicht, aber er wird seinen Zweck erfüllen. Wow, wie viel warten der? 20 in der Stunde? Pff. Ich weiß nicht, John. Ist das nicht verboten? Was ist in Hill Valley nicht verboten? Psst. Was, wenn Bürger Brown uns beobachtet? Keine Sorge, niemand kann uns hier sehen. Er ist ein Spanner. Huch! Dad? Versuch deinen alten Herrn nächstes Mal vorzuwarnen. Ein neuer Tag in Hill Valley. Oh mein Gott. Ort zum Leben. Da war doch nicht eine Spur Ironie in ihrer Stimme, Bert? Ich habe Mom in der Stadt gesehen. Sie sagte mir, ich solle dir das hier geben. Danke. Sag mal, was gibt es Neues hier? Oh, das Übliche. Mit Hilfe meiner Überwachungsmonitore behalte ich ein Auge auf Hill Valley. Ich bin stets auf der Suche nach interessantem Filmmaterial. Ja. Mit anderen Worten, er ist ein Spanner. Interessant? Wie definierst du interessant? Was ist denn das für eine dumme Frage? Ich sammle seit über einem Jahr authentisches Dokumentarmaterial für Bürger Browns Werbevideos. Ich weiß, dass deine Mutter meine Arbeit nicht gut heißt, aber... Warte, du sagtest, du hättest Lorraine gesehen? 11 bis 12 Friseur, 12 bis 12:20 Mittagessen bei Soupmo, Spargelcreme mit Crackern. Was war das? Du kennst die Probleme deiner Mutter. Falls sie wieder abrutscht, gerät vielleicht die ganze Familie in Verruf. Da ist sie. Sie poliert die Statue im Park. Genau nach Terminplan. Dann ist alles gut. Es sei denn, wie wirkte sie bei eurem Gespräch? Klar? Nüchtern? Unsere Mutter hat ein Alkoholproblem. Ja, leckt mich doch am Arsch. Ey, gut, wen wundert's, bei so einer Stadt hätte vermutlich jeder ein Alkoholproblem. Also, ich glaube, ich wäre sogar der Erste. Wow, Dad. Willst du etwa sagen, Mom ist eine Säuf? Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob deine Mutter in ihr altes Verhalten zurückgefallen ist, aber sie verhält sich seit kurzem sehr seltsam, als ob sie meine Überwachungsarbeit nicht schätzt. Im Vertrauen. Ich glaube, sie hat irgendwo einen Flachmann versteckt. Wahrscheinlich unweit von dem Ort, an dem sie gerade arbeitet. Tust du mir einen Gefallen, mein Sohn? Versuche eine ehrliche Antwort von ihr zu bekommen. Mir traut sie nicht, aber vielleicht fühlt sie sich von dir weniger beobachtet. Doppelte Rationen für dich diese Woche, wenn du deinem alten Herrn hilfst. Was sagst du? Das ist ein guter Junge. Okay, Dad. Wir müssen reden. Was hast du da versteckt, als ich gerade hereinkam? Versteckt? Ich weiß nicht, wovon du redest, Sohn. Komm schon, ich hab's gesehen. Ein Videoband, oder? Ach, ich kann es dir auch sagen. Immerhin bist du ja bald 18. Mir was sagen. Hill Valley unter Bürger Brown ist nicht so glücklich und zufrieden, wie man dir weisgemacht hat. Du machst Witze. Das ist natürlich keine Kritik an diesem großen Mann oder seiner gesegneten Frau Edna. Niemand hat mehr dafür gearbeitet, die fortschrittlichsten Methoden der Sozialplanung in unserer Gemeinde einzubringen, aber... Was? Unter uns gesagt, nicht jeder weiß es zu schätzen.
Eine Menge Bürger, vielleicht sogar die Mehrheit, lehnen die Brown-Verwaltung ab. Natürlich sagen sie das nicht öffentlich, aber wenn sie unter sich sind. Hier, hör mal. Ich sag dir, Bert, dieses System ist ein Witz. Drüben in Roseville lachen sie über uns. Auf Bürger Brown. Möge sein geliebtes Rathaus vom Blitz getroffen werden. Och, Agnes, du bist schrecklich. Kommst du mit zum Rathausplatz, Lester? Bürger Brown hält wieder eine Rede. Bürger Brown kann mich mal am... Naja, du weißt, was ich meine. Hört sich an, als wären die Leute nicht zufrieden mit Browns Hill Valley. Nicht alle, nur etwa 50%, vielleicht 60. Weiß Bürger Brown davon? Sollte er zumindest. Immer wenn ich Kopien meiner Aufnahmen an die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Rathauses schicke, bekomme ich eine Nachricht, dass Bürger Brown mir für meine Dienste dankt. Aber wie könnte er die Videos sehen und nichts tun? Vielleicht solltest du deine Bänder direkt zu Brown bringen. Ach, ich weiß nicht. Sicher, er könnte es begrüßen, dass ich ihn auf dieses Problem hinweise und mich für meinen Dienst an der Öffentlichkeit belohnen. Andererseits sagt man, dass es nie klug sei, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein. Ja, hat auch was. Warum gibst du mir nicht diese Videobänder? Ich werde sie zu Bürger Brown bringen. Danke für das Angebot, Sohn, aber ich will dich da nicht mit hineinziehen. Bürger Brown wird von dem Inhalt der Bänder nicht begeistert sein und ich will nicht, dass er seinen Unmut an dir auslässt. Den Leuten auf den Bändern wird es außerdem missfallen, wenn sie von meiner Überwachung erfahren. Nein, ich werde die Bänder nicht aus den Augen lassen. Es ist zu gefährlich. Es geht um Mom. Wie konnte sie so werden? In meiner perfekten Welt ist sie ganz anders. Du hast recht, das ist wirklich ein Rätsel. Wir beide wissen natürlich, dass Hill Valley die perfekte Welt ist. Aber aus irgendeinem Grund sank sie immer tiefer, je mehr ich mich bemühte, sie an die Regeln heranzuführen. Sie überlegt, sich für das Bürger-Plus-Programm anzumelden. Tut sie das jetzt? Du wirst es nicht so weit kommen lassen, oder? Nun, wie man hört, soll das ein recht drastisches Prozedere sein, das die Persönlichkeit komplett umkrempelt. Andererseits, wenn Bürger Brown das empfiehlt, ist das sicher eine gute Idee. Denkst du nicht, Mom wäre gelassener, wenn du ihr etwas mehr Freiraum lassen würdest? Na, das ist mal eine brillante Idee. Wie Hill Valley wohl aussehen würde, wenn alle mehr Freiraum hätten? Wir alle würden versucht sein, unseren Impulsen zu folgen. Ich möchte nicht wissen, wohin das führen würde. Zu einer glücklichen Zukunft. Etwas auf dem Herzen? Ja, ein bisschen viel. Wie genau funktioniert denn diese Anlage? Wie schön, dass du Interesse daran zeigst, Sohn. Jeder dieser Monitore ist mit mehreren Kameras verbunden, die ich im Valley strategisch platziert habe. Mit offizieller Genehmigung natürlich. Mit diesen Knöpfen kann ich zwischen den Kameras hin und her schalten. Alle Monitore sind an Videorekorder angeschlossen. Alles, was ich sehe, zeichne ich auf. Wenn ich zufällig über etwas Interessantes stolpere, habe ich es auf Band. Nice. In Hill Valley gibt es viele Regeln. Aber natürlich, zu unser allerbestem. Was du nicht sagst. Öffentlich küssen ist illegal, oder? Ah, der Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Das ist in der Tat verboten und zieht viele Strafpunkte nach sich. Allerdings wird dieses Gesetz recht oft gebrochen. Ich könnte dir davon zahlreiche Beweisaufnahmen Wie zeigen. genau überreden Leute andere Leute zum Gesetzesbruch? Vielleicht sollte ich dir dann lieber doch keine Videobeweise zeigen. Schade, schade. Öffentlich küssen ist illegal, oder? Ah, der Austausch ist zahlreich. Wie genau? Ja, Vielleicht. da denke ich, es wäre was anderes gewesen, aber egal. Wenn ich mit Schmuggelware erwischt werde, kriege ich ziemlichen Ärger, oder? Und ob. Je nach Gegenstand kannst du dafür bis zu 1000 Strafpunkte bekommen. Aber dich wird man bestimmt nicht mit illegalen Dingen erwischen. Bei deiner Mutter mache ich mir da mehr Sorgen. Unsere Mutter. Hast du jemals ein gefährliches Tier gehalten? Unmöglich, selbst wenn ich wollte. Man hat alle fortgeschafft. Allerdings habe ich gestern auf einem meiner Monitore etwas sehr Interessantes entdeckt. Auf welchem gleich? Ah ja. Sieht das für dich wie ein streunender Hund aus? Egal, Ednas Tierpatrouille wird kurzen Prozess mit ihm machen. Ist das Aini? Etwas auf dem Herzen? Es geht um mich. Ich bin ganz Ohr. Nun, wie ich so höre, halten die Leute in dieser Stadt Marty McFly für einen Für ein was? Nerd. Das sagt man? In vielerlei Varianten.
Die Leute können grausam sein. Nur weil ein Junge ein Einserschüler ist, sich an Regeln hält und nicht auf Partys geht, trinkt oder spät ins Bett geht und vielleicht sozial ein bisschen unbedarft ist und ein Freak in Sachen Körperhygiene und seine Gummibandsammlung mehr mag als... Mehr will ich darüber gar nicht hören. Ich bin stolz auf dich, Sohn. Hilfe, der wird immer verrückter. Ich will nur verstehen, warum Jennifer auf dieser Zeit, vor kurzem mit mir Schluss gemacht hat. Weinst du diesem Mädchen immer noch nach? Vergiss sie. Sie ist ein schlechter Fang. Ich habe auf meinen Überwachungskameras gesehen, wie sie Dinge tat, die absolut nicht mit dem Kodex von Hill Valley konform sind. Ich will es nicht hören. Sie hat Jungs geküsst, hat mit Jungs im Auto gesessen. Ihrem Vater zuliebe habe ich nichts gesagt, aber glaub mir, sei froh, dass du sie los bist. Unsere Jennifer. Wo sollte ich deiner Erwartung nach gerade sein? Nun, eigentlich hätte ich erwartet, dass du bis morgen bei diesem Mathe-Magie-Wettbewerb am See bist. Deshalb schätze ich, du kannst die Zeit nutzen, wie du willst. Mathe-Magie? Ach, Okay, Scheinkleister. anderes Thema. Ja? Weil Mathe ist cool, ich bin ja auch ein Mathe... Also Mathe-Freak ist übertrieben, aber war auch immer gut in Mathe, aber... Mathe-Magie und... Ach du Scheinkleister. Um dich und deine Arbeit. Na los. Diese Spionagesache scheint echt dein Ding zu sein. Das ist keine Spionage, Sohn, das ist Filmdokumentation. Diese authentischen Momente aus dem Leben der Bewohner von Hill Valley werden zu Dokumentationen und Werbefilmen verarbeitet, die dem Rest der Welt unsere Lebensphilosophie nahebringen sollen. Sicher, du kannst sagen, die Dinge haben sich zum Extremen hin entwickelt. Aber ich esse regelmäßig und ich nutze die Örtlichkeiten. Tja, immerhin. Eigentlich bist du... Ich meine, würdest du nicht viel lieber Schriftsteller sein und zum Beispiel Science-Fiction-Romane schreiben? Science Fiction. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, aber das war bevor Bürger Brown das verboten hat. Science-Fiction ist illegal? Science Fiction fördert die ungesunde Obsession mit dem Fantastischen und Unmöglichen und führt unter Umständen zu dem Gedanken, dass es bessere Gesellschaftssysteme als das von Hill Valley geben könnte, was blanker Unsinn ist. Dann müsste ja eigentlich Videospiele auch verboten sein, wa? Okay, anderes Thema. Ja? Okay, in einer Stadt, wo Videospiele verboten sind, will ich sowieso nicht sein. Leute, im nächsten Part geht's wieder weiter und ja, hoffentlich kommen wir langsam mal damit klar, dass ein paar Gesetze übertreten können, ein paar Strafpunkte sammeln und dann hoffentlich bald mal Bürger Brown treffen und hier aus diesem Zirkus mal rauskommen. Hilfe! Bis dahin, tschüss!